Tja Leute, mit Sora geht's weiter hier bei Kingdom Hearts Dream Drop Distance und irgendwie ist die Welt hier vom Glöckner von Notre Dame mit Sora nicht nur länger als mit Riku, sondern irgendwie auch verwirrender. Naja, wir werden mal sehen, was heute alles passiert und wir gegen das gleiche Vieh antreten müssen, dass wir mal einen anderen Boss haben. Vielleicht müssen wir auch gegen den anderen Typen antreten da. Gegen diesen miesen Pfarrer, sag ich jetzt mal. Was ist denn da unten los? Okay. Ich muss wieder dahin, wa? So. Das alles um den Sturz, bzw. den frühzeitigen Sturz zu verhindern. Also, ich will diese Dinge hier kaputt machen, wa? Wobei, ganz ehrlich, wir haben schon letzte Folge gesehen, dass mit dem, Sturz und so, ja, ich finde das System irgendwie seltsam. Ich würde es verstehen, wenn es darum geht, von wegen, hey, ich habe eine Welt abgeschlossen mit einem Charakter, jetzt wird der Sturz ausgelöst und ich wähle es einem anderen Charakter. Das würde ich so verstehen. Aber einfach so einen Timer da unten zu haben, nachher muss ich wechseln, kann aber sofort wieder zurückwechseln, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, seltsam. So. Noch schönes Schildkeks. Okay, ich bin trotzdem immer noch leicht verwirrt, wo es hier weitergeht. Eigentlich sollen wir zum Dorf gehen, wo Esmeralda wohnt. Wir sind jetzt falsch im Kopf. Suche Esmeralda im Hof der Wunder. Ich bin hier bei den Katakomben, ist doch irgendwie falsch. Oh, da geht's weiter. Das erinnert mich ein bisschen an Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ganz am Anfang. Ach ja, war so ein richtiges Beispiel von Endlos-Projekt. Ich bin ein großer Fan der Zelda-Reihe bin, aber nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist noch größer. Muss ich zugeben. Ja, klar, ich zock's noch gerne, aber ich bin auch froh, wenn es durch ist. Was? Patrizio ist schwach. Warum? Das hat vorhin die ganze Zeit aufgeladen. Im Standby-Modus. Er sagt bloß, es funktioniert nicht. Das hieß eigentlich, dass es funktioniere. Dass ein Controller PS5 im Standby-Modus aufladen kannst. Vielleicht hat sowas. Das wäre USB-C noch. Naja, egal. Worauf ich hinaus wollte ist, dass so mit der Zelda-Reihe, mit langen Spielen und so. Ja, aber ich bin auch froh, wenn wieder ein bisschen kürzer werden, tatsächlich. Und zumal froh, ich sage jetzt mal, das nächste Projekt doch ein kürzeres sein wird. Das heißt irgendwie Ocarina of Time oder... Jetzt Skyward Sword nie, ist aber jetzt schon irgendwie 3-mal durchgespielt. Ich werde noch irgendwie... Ja, was ich halt geil finde, wäre mal ein Nachfolger zu Ding. Zu Twilight Princess. Das ist mal was richtig Geiles. Das ist ein direkter Nachfolger. Ich meine, wir haben mit Four Swords Adventures ja eigentlich einen Nachfolger. Aber naja. So. Kurz mit Vita. Perfekt. Das Vitalität. Können wir mal die Feuermühle einsetzen. Haben wir gemacht. Wie sieht es aus bei Sora? Wie viel braucht man noch? Oh, da braucht man ein bisschen fürs Level Up. Gehen wir weiter. Stufe 10. Du. Hello! Kaufen! Schwertfall, haben wir zwar noch einen. Dann haben wir Feuer, Eis, Vita, Verwirren, Gemach, Schlaf. Okay, ist ja auch nicht viel Neues, sag ich jetzt mal. Was man mal gucken könnte, ist mit den Geistern. Nehmen wir mal coole neue Dinger. Oh, nein, Freundschaft der falsche. Entschuldigung. Coole neue Geister da erschaffen. Naja. Lebhafte Laune fehlen mir immer noch 3 Stück.
Liebliche Laune. Lebhafte Laune. Die kann ich nicht kaufen, ne? Das ist so ein Ding, was ich eigentlich mit Riku kaufen könnte, nachher zu Sora rüber tauschen muss. Ne, zum Glück nicht. Ja, Gott sei Dank, ey. Nein, der falsche Knopf. Immer der falsche Knopf. So, Geister. Die Geister, die ich rief. Hä? Wer fehlt denn jetzt noch? Hä, ich hab doch lebhaft Laune gekauft. Moment, bin ich jetzt doof? Ach, die Einbildung ist das. Oh. Ja, das ist natürlich kacke. Aber ich kann trotzdem mal gucken und eben den Vergleich ziehen, was ich vorhin gerade erwähnt hatte, dass echt so ist, dass ich halt, okay, paar Rezepte, dass ich irgendwie das so rüber tauschen muss, ne, quasi, dass ich jetzt mit so die Materialien hier kaufen kann, die Riku aber zum Beispiel auf der Geister brauchen, umgekehrt. Ich würde es dem Spiel zutrauen. Noch ein harmloses Zelt angreifen, toll, Sora. Du bist der Held. Esmeralda, da ist sie ja. Quasimodo? What are you doing here? Phoebus and I came to warn you. Frollo's on his way. Take what you can and flee. Well done, Captain Phoebus. Thankfully, you are every bit as predictable as I had hoped. Dear Quasimodo, I always knew you would someday be of use to me. I have you at last, you witch. There'll be a bonfire in the square. No. Please, Master. Huh. Frollo, I won't let you do this! Das war ein Kurzbosskampf. Ein sehr kurzer. No! Quasimodo? Esmeralda! Phoebus! He's taking her to a bonfire in the square. I gotta hurry. Esmeralda! Way to go, Quasi! Sanctuary! Ah, okay, nicht Kämpfe gegen das Vieh, wa? Wir sind in den Kriegsspeier! Der hat aber keine Flügel. Wo ist der Double Link Bonus? Ah, da kommt er ja.
Und Fusion! Mega Mauzi! You spin me right round, baby, right round. Ah, nee. Ist er vorbei? Oh, das ging schnell. Ich brauch Heal, ja, das stimmt. Nee, nee, nee. Komm mal, du Scheißvieh. Wow, wow, wow. Auch wenn du einmal drin bist, hast du keine Chance. Bis ich den Krieg sparen, geht aber nicht drauf. Ja, danke für den Tipp. Was kriegst du denn das gerade? Achso, das. Ja, ist gut, beruhig dich mal. Ich habe gefühlt mehr Probleme gegen ihn als mit der Riku-Variante, aber es kommt schon. So, jetzt aber. Mega Stampfer! Hat jemand da unten? Doch. Ja, das war ja toll. Da tut die Fusion uns vielleicht auch heilen, aber Pustekuchen. Ja, wir sind toller Beyblade. Wie viel mache ich jedes Mal? Hier! Ja, was ist jetzt los? Der Move ist fies. Keine Schwäche von diesem seltsamen Beyblade-Move und so nachher hinlegt. Ah, ist recht scheiße so.
Mhm. Ach so, sie haben dort getroffen. So, jetzt spielt es keine Rolle mehr. Jetzt habe ich ihn endlich. Puh. Bei Riku war es einfacher. Und er hat 2 Versuche gebraucht habe, klar, aber trotzdem. I should have known you'd risk your life to save that gypsy witch. Just as your own mother died in her pitiful attempt to save you. What? Now, I'm going to do what I should have done 20 years ago. Hold on! Hold on! And he shall smite the wicked and plunge them into the fiery pit forever! Quasimodo! No! No! Quasimodo, you can't let your heart be... I know. I can't blame Frollo for putting walls around me. It wasn't the walls that were holding me back. But my heart is free now. I'm ready to really see what's out there. All that time, Quasimodo let himself be trapped inside the nightmares Frollo gave him. Hypocrite. You are the one who has made your heart a prison. You again! What are you talking about? Even if you are not the prisoner. Huh? My heart's a prison? War das gerade Vanitas?
Schräg. Übrigens, die Geschichte da... Oh, mal ganz kurz hier ein bisschen hoch, runter, hoch, runter. Nein! Da ist doch... Oh, das ist doch scheiße. Warum macht das Spiel das, dass es automatisch überspringt? Ich will noch ein bisschen was erzählen. So ein Scheißdreck aber auch. Wir holen uns gleich nach, Freunde, keine Sorge. Was ich eigentlich sagen wollte, die Story mit Quasimodo und Esmeralda, aber irgendwie anders im Kopf. Ich meine, nichts gegen Hauptmann und so, aber er und Esmeralda, die haben gar keine Geschichte irgendwie. Hä? Aber ich muss zugeben, das Glöckner von Notre Dame ist viel zu lange her. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die ich einmal irgendwie mal gesehen habe und das war's. Naja. Mal ganz kurz, ich muss mal einen Controller anstecken. Oh, Mist, die PS5 ist so weit weg. Obwohl, ne, geht. Glück gehabt. Okay. Wir holen das mit Birth by Sleep gleich nach. Keine Sorge. Hey Axel, you haven't forgotten. What? You made us a promise I did? that you'd always be there to bring us back. Yeah. Got it memorized? Best friends forever. Where? What happened to me? Roxas. That's me. Dylan. Alias. Evan. Yenzo. We're people again. But only the ones who joined the organization here. I guess Xehanort doesn't count. But where are Braig and Isa? 358 over 2 days. Werden Sie gleich überspringen, Freunde. Weil ich will zuerst Birth by Sleep angucken. Und dann 358 over 2 days. Aber ist interessant, ne? Also 358 over 2 days auch noch irgendwas haben. Man merkt, das Spiel will langsam aber sicher alle Enden zusammenschließen. Was in der Vergangenheit so geschehen ist über alle Spiele. Sei es eben auch mit Roxas, sei es Ventus. Wobei eben, warum das irgendwie der andere Typ da meinte, dass Soas Herz ein eigenes Gefängnis wäre. Ich spiele damit auf Kingdom Hearts 1 an, also auf den Schluss dort. Wo Sova, sag ich mal, mehr oder weniger unbeabsichtigt ja Roxas erschaffen hat. Und Sion irgendwie auch noch. Ja, und Namen ja eigentlich auch, ne? Also sowas hatte da ein bisschen Pau. Ne, stimmt nicht ganz. Namen, das war ja das mit Kairi wiederum. Aber ist ein anderes Thema. Andere Themen, Freunde, müssen wir nach und nach angucken. Gerade auch für diejenigen, die jetzt hier zuschalten und vielleicht die anderen Spiele gar nicht kennen. Und somit meine anderen Let's Plays gar noch nicht gesehen haben. Das wäre natürlich schade. Kann ich hier... Ah, ich kann hier speichern, perfekt. Weltkarte. So, jetzt will ich mir hier... Flinke Flitzer. Nee. Hau mir die Scheiße. Ich wollte eigentlich... Okay. Wir gehen hier rein, gucken uns mal an, was hier beim Raster genau abgeht. Ich glaube es... wie heißt es schon wieder? War das mit Throne? Wir bei Kingdom Hearts 2 auch mal gesehen haben, irgendwie ein paar Aspekte davon, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Wir werden es gleich erleben, welche, ich schätze mal, Disney-Welt das sein soll. Und da gucken wir uns dann noch mit beiden Rückblenden an von Birth by Sleep und 358 over 2 days, weil die sind ja auch sehr eng mit Sora verbunden. Gerade auch Birth by Sleep, weil... Ich muss bis heute noch sagen, Birth by Sleep, auch wenn die Steuerung zum Teil ist nicht so mein Geschmack war, die Story selbst, die war schon geil. Ne, da muss man schon sagen, ist überhaupt nicht so, dass man sagen müsste, hey, ist schlechter als Kingdom Hearts 1 oder 2, weil es nicht zum Hauptteil dazugehört. Ne, Gegenteil. Also, finde ich zumindest. So, los geht's. Nächste Welt, der Raster. Der Raster rostet. Ah ja, jetzt kommt das Scheißteil wieder. Besiege Dreckskal. Nein, Dreckstakel. Dreschtakel. Ging er schon wieder? Ah, hier das Schild.
Er hat geblockt. Junge, ich bin gleich tot. Laser! Ja, wir kommen näher an den ran. Ah. Oh nee, ich muss mehr von diesen Dingern. Okay, okay. Ja, weiß theoretisch, es funktioniert, aber ganz ehrlich, diese Dinger gehen mir ein bisschen auf den Sack. Die Melodie gerade. Kann ich nochmal von vorne starten? Ah, okay. Achtung, fertig, los! Besiege den Dreckstakel oder Dreschtakel. Okay, so geht das Ganze. Sehr gut. Einmal in den Kreis. Das Muster kenne ich noch aus früheren Teilen in der Reihe. So. Und das war's, Mann. Du. Nur einmal getroffen, wa? Wir sind am Ziel. Bonbonbrille. Okay, ein Taucherass. Ja, ist so. What? This outfit? Hey, I know where I am. Huh? Whoa! What is that? Stehen bleiben, so, hinter meine Kiste. Mann! Alter, immer selber mit ihm. The Great. Der Raster. Was ist das Raster? Realitätswandel Codeknacker. Manipuliere deine Feinde, manipuliere die Umgebung. Ach du Scheiße. Ja gut. Okay. Moment, nein! Das ist wahnsinnig sauer. Ich werde doch irgendwo meine Kiste, eine Truhe da. Klopf, klopf. Eine kleine Potion. So, die Geiseln behalten wir mal so wie sie sind. Kommando-Deck. Deck bearbeiten. Kampfkommandos. So, noch eine weitere Option. Theoretisch Schlafra. Schlaf, Baby, schlaf. Nein. Nehmen wir ein bisschen Feuer. Feuer! So, dann Aktionskommando. Haben wir da vielleicht irgendwas Neues? Mit Rico haben wir ein neues Aktionskommando bekommen, aber mit Soa irgendwie geht noch ein bisschen der aus. Generell bis jetzt würde ich sagen, dass Rico irgendwie besser aufgestellt ist mit den Moves. Items, das Schlüsselschwert. Der Kingdom-Schlüssel oder die Schutzglocke. Angriff bleibt jetzt wenn der Magiewert steigt, oder? Ist doch cool.
Wenn der andere Wert bleibt, ist es nicht so schlimm. Ja, Traumfragment wollen noch ein paar mehr, aber sonst ist es schwierig mit neuen Geistern. Okay, gut. Dann, was er vorhin schon erwähnt hatte, Berichte. Nein, nicht das. Andenken. Chronik. Ja, das stimmt schon. Mal ganz kurz gucken, ob hier noch was fehlt. Hier sieht gut aus. Also dann. Von Zeit her. Oh, wir sind eh schon durch. Freunde, nächste Folge werden wir uns angucken bei Birth by Sleep 358 oder 2 Days. Ist ja lustig, dass die Reihenfolge hier schon stimmt, ne? Weil chronologisch betrachtet, das heißt auch Chronik, aber chronologisch betrachtet findet halt diese Reihenfolge statt. Zuerst Birth by Sleep, dann Kingdom Hearts, also die Ereignisse halt daraus. Erst Birth by Sleep Ereignisse, dann die Kingdom Hearts Ereignisse und dann die Ereignisse aus 358 over 2 Days. Dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.